Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl. Leute. Ähm, Ich habe heute als Standard des Tages nochmal eine Sache aus meinem eigenen Fundus gegraben, die mir auch immer ganz sauer aufgestoßen ist. Und zwar, Reini hat, ja, man kann es nicht anders nennen. Reini hat die Leute um ihr Geld beschissen. Und ich weiß, es hat er in vielerlei Situationen getan. Hear me out. ähm, besonders, besonders widerlich fand ich es damals, als er in der Tickety Tockety Staffel gemerkt hat, hier Tickety Tockety wirft nicht genügend ab. Arene werden knapp, Hotels sind teuer und dementsprechend ist der Reini durch seine verbliebenen wenigen Habseligkeiten gegangen und hat sich gedacht, was davon kann ich am besten noch in Barne umwandeln. Und dabei ist ihm gekommen, ich habe noch ein paar Booster. Ne? Und die Booster, die hat er dann gegen Spenden, in Anführungsstrichen, feilgeboten. Also zum einen hat er natürlich nicht gecheckt, er hat sich gedacht, ja, Leute, die mir was spenden, ne, Spenden wären ja dann so wie eine Schenkung in kleinem Rahmen, das wäre dann hier praktisch steuerfrei, das müsst ihr nicht angeben. Ne? Und das ist natürlich kompletter Bullshit. Er hat gesagt, Leute, die ihm so und so viel spenden, ab so und so viel Spendenbetrag kriegen sie ein Poster. Ja? Und da ist der Reini hat natürlich gedacht, hier, keine Ahnung, das deutsche Finanzamt sind alle dumm. Ne? Also, er ist der allererste, der auf die Idee gekommen ist, gesagt hat, ja, Moment mal, wenn ich jetzt Dinge verkaufe und dadurch praktisch Einnahmen generiere, gewerbliche, ne? Dann muss ich das ja versteuern. Das ist ja scheiße. Dann nimmt mir der Staat was weg davon. Dann machen wir eine Spende draus, das ist ein Geschenk und die kriegen halt dann dafür was. Ja, das läuft so nicht. nur weil du das anders nennst, ne? Nur wenn du sagst, Spende und Entschädigung oder beziehungsweise Belohnung für die Spende, anstatt stinknormale geschäftliche Transaktion, heißt das nicht, dass es etwas anderes ist als eine genau solche. Und dementsprechend hast du auch deine Steuern zu berappen. Nö. Das hat er nicht eingesehen. Aber das wäre fast irrelevant gewesen, weil es wenig Leute gab, die bescheuert genug waren, ihm da tatsächlich ihre hart verdienten Barne in den nimmersatten Schlund zu werfen für Poster. Und das war auch krank überteuert. Ich glaube 25 Euro oder was er wollte für ein Poster. Ne? Die er höchstwahrscheinlich auch, wenn er sie denn verschickt hätte, dazu kommen wir gleich, wahrscheinlich gefaltet verschickt hätte und nicht gerollt. Dementsprechend vollkommen wild. Vollkommen wild. Und es hat halt natürlich wieder ein paar absolute Raketenwissenschaftler gegeben, die sich gedacht haben, war da ein guter Deal. Da kriege ich Drachenlord-Poster. Vielleicht waren das schon die TikTok-Kulis, die jetzt dieses zweite Schanzenfest unnützerweise in die Dinge gerufen haben, weil auf dem Niveau von Idiotie bewegen wir uns hier. Und dementsprechend kann man eigentlich fast sagen, den Kerz nicht anders. Was dann passiert ist, und ihr werdet es euch denken können, wenn ihr es nicht schon wisst, ne, die Leute, die sich noch erinnern können, ja, diese Leute haben dem lieben Reini die Barne über PayPal, glaube ich, überwiesen. Ich glaube, über PayPal lief das. Oder direkt aufs Konto, ich weiß es nicht mehr. Und der liebe Reini hat sich dann entschieden, haha, ja wunderbar, ne? Das Geld habe ich jetzt schon. Dann brauche ich ja doch keine Gegenleistung mehr dafür bringen und hat halt einfach die Poster nicht verschickt. Ich weiß nicht, ob er
geglaubt hat, dass er damit das System austribbelt, indem er sagt, ist überhaupt gar keine gewerbliche Transaktion, weil die haben ja nichts gekriegt dafür. Oder ob er ne, und dass er einfach nicht gecheckt hat, dass er dann nicht aus der Steuernummer easy rauskommt, sondern dass die Steuernummer trotzdem weiter besteht, aber zusätzlich noch wegen Betrugs dran ist, theoretisch. Aber ich glaube, der hat sich mal wieder schlauer gefühlt als alle anderen. Geholfen hat es ihm nichts. Leider Gottes wurde er dafür auch nicht rechtlich belangt, soweit ich weiß zumindest. Aber geholfen hat es ihm natürlich nichts. Ne? Seine Schulden hat es nicht abgebaut, weil ne, Rainer hat Geld, Rainer schmeißt Geld beim Fenster raus. Und dementsprechend waren die dadurch ergaunerten Barrene schneller wieder in irgendwie Drecksfressi oder irgendwelche Hotelzimmer investiert, als du hättest schauen können. Und ja. Was übrig geblieben ist, war dann eine weitere Schandtat, die wir jetzt heute hier nochmal zum Besten geben können. Richtig. Wir sind jetzt bei 6 Minuten 20 und da steigen wir ein in die Reaktion. Ich bin heute wieder ein bisschen motivierter, Leute. Schauen, wie lange das hält. Na, ganz ehrlich, die letzte Zeit mit diesen Goblin-Geschichten, das hat mich ein wenig frustriert. Ne? Ich hoffe, dass jetzt so wenig wie möglich Goblin kommt und mehr einfach nur Smalltalk, wo einfach hängengebliebenen Bullshit labert. Ne? Das wäre schön. Das würde mich freuen. Und dementsprechend guckt euch her. Aber mehrer. Reißt's euch Ahoi auf. In mir gern einer. In Rainer. Den habe ich geschaut, da war ich 4 Jahre jünger oder 5 Jahre jünger als du es jetzt bist. Ja, okay. Und war eine gute Serie. Sehr lang, hat sehr, sehr viele Staffeln gehabt auch. Das habe ich vorgehabt. Achso, ich wollte den. Um was ging es gleich nochmal für eine Serie? Warte, ich spule nochmal kurz zurück. Ich müsst euch das nicht anhören, ich mache kurz Pause, ne? Meine Schuld. Ja, irgendeine Serie, The Tribe, keine Ahnung, eine Welt ohne Erwachsene. Ja, das, ja, ist auch von ihm kommend ein wenig eine schwierige Aussage, würde ich mal sagen. Ne? Zum einen natürlich, weil es dann keine Erwachsenen gibt, die ihn strafrechtlich verfolgen. Für das, was er mit den Nicht-Erwachsenen, die es dann gäbe, tun würde. Aber, na. Das habe ich vorgehabt. Achso, ich wollte den Ring verscheuern. Wo ist Mühlshändler? Mühlshändler wollte doch von mir haben. How do you do? How do you do? Give me mal. Give me mal, ich gif dich. Gib mich das. 380 Münzen. So, und jetzt gib mir dummer Futter für Tiere. Oder hast du kein Tierfutter? Tierfutter ist immer schön zu erkennen, weil das ist nämlich ganz weich. Das ist mehr. Hier, das Wir wissen ja, dass Reini der große Englischlord ist, ne? Und ich höre jetzt, die Sprachausgabe von dem Game ist auf Englisch. Ich weiß nicht, ob dazu ein deutscher Text am Stissel ist. Aber wenn nicht, dann weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist dann ungefähr so, wie wenn irgendjemand in diesem Labyrinthen bei Takeshis Castle durch müsste, aber irgendwie mit verbundenen Augen oder sowas. Ich weiß. Er hagelt sich halt da jetzt von Ding zu Ding und der versteht halt wahrscheinlich einfach nicht, was die Spielfiguren von ihm wollen. sieht ganz merkwürdig aus. Sieht aus wie so ein Talg-Ding irgendwie, keine Ahnung. Komm, gib mir das ganze Ding. Price is so long. Was ist der Preis ist so lang? Nee, ich glaube niedrig. Low ist doch niedrig, oder? Der hat doch long gesagt, oder nicht? Echt? Ich hätte Low gedacht. Ja, Rainer, das würde halt wenig Sinn machen. Wie kann denn der Preis lang sein? Wie lang soll der Preis sein? 16,5 Zentimeter, oder? Ja. Aber er lernt Language pretty quick. Also ich habe long verstanden. Hm. Ja, du hast du verstanden, das vollkommen Wayne. Ne? Du verstehst nämlich genau gar nichts. Long wäre eher lang und long. Ja. Deswegen frage ich mich ja gerade, hä? Egal. Wir werden es nie erfahren. Sie sagt ihm, was Sinn macht. Ne? Also vielleicht ist es ja schwierig zu verstehen und Soundqualität vielleicht kürzer ist oder was weiß ich. Ne? Price is long, das ergibt keinen Sinn. Sie sagt, er wird er low gesagt haben.
Das ergibt nämlich Sinn bei Preis. Ja, ich habe aber Long verstanden. Ne? Sie gibt ihm eine Alternative, die Sinn macht, und dann müsste er kriegt die allerkleinsten Zugeständnisse nicht hin. Er müsste dieses kleine Zugeständnis machen, zu sagen, ja, mein Englisch ist nicht das Beste, das werde ich halt falsch verstanden haben, Low macht mehr Sinn, danke dafür. Na? Oder er sagt, ich habe Long verstanden. Und wenn ich das verstanden habe, dann ist es auch so, weil ich bin unfehlbar. Wir kennen, das ist das höchste Wesen. Ne? Es ist das höchste Wesen. Und, Ja. Eben vorbeigehen noch ein paar Fische erwischt. Nein? Stimmt, er lebt nicht. Da war es aber zu laut, um die Fische zu fangen. Tatsächlich. Aber wir sind mich verarscht hier. Ach ja. Ivan nichts verstehen. Wobei Ivan, glaube ich glaube, meinen Sohn, Wladimir würde ich meinen Sohn, glaube ich, auch nennen. Ja? ja, das ist ein ganz toller Name. Gerade heutzutage ist es ein super Name. Das ist sehr populär. Ne? Macht es in 20 Jahren, ist noch besser. Das ist dann ungefähr so, wie wenn du in den 60er Jahren in Deutschland dein Kind Adolf genannt hättest. Ne? Das kannst du alles nicht mehr aus. Wladimir. Warum, Rainer? Auch der nächste Punkt, warum? Hast du irgendwo in Richtung, ne, wo der Name beliebt ist, in den so Ostblockstaaten, Ukraine, Russland, dergleichen, hast du da irgendwie irgendeinen Bezug dazu? Nee. Er hat einfach vor kurzem wahrscheinlich irgendein Computerspiel gespielt, in dem irgendeiner Wladimir hieß, und das war die allercoolste Drecksau, die es gibt. Und deswegen ist ihm das jetzt in den Kopf geschossen. Ist bei Rainer, wenn man sich bei Rainer fragt, warum, ist die am simpelsten gestrickte Antwort in 99% die richtige. Okay. Wladimir gefällt mir. Vor allem, weil Wladimir ja eigentlich der Name von Dracula ist. Darum geht's. Dracula, Flatteppich, ja. Okay. Also er hat wahrscheinlich Bram Stokers Dracula gesehen. Einen anderen nee, stimmt nicht. Bram Stokers Dracula ist wahrscheinlich zu hoch. Ne? Obwohl bei den anderen kommt da der Name auch vor? Oder hat er Dracula Untold gesehen? Ne? Das kann auch sein. Ich sagen muss, von dem hatte ich mir mehr erhofft. Ne? Der war jetzt nicht Kernscheiße. Das ist nicht der Film, ich weiß nicht, wer von euch den gesehen hat. Ich bin großer Fan von Vampirfilmen, ne? Außer natürlich Twilight, ja, das ist Arsch. Aber das sehe ich aber auch nicht als Vampirfilm. So. Das ist die lobotomierte Emo-Version von Beverly Hills 90210, Digga. Aber auch mit dem Schauspieltalent von Berlin Tag und Nacht. Aber Dracula Untold fand ich persönlich so, ja, okay. Ne? Ist, kann man mal machen. Aber wohingegen prallerweise Bram Stokers Dracula ist ein großartiger Film mit einem absolut großartigen Cast auch. Muss man auf jeden Fall sagen. Ist aber leider Gottes halt wirklich echt die schwächste Performance, die ein Keanu Reeves jemals abgeliefert hat. Ne? Das ist die Ausnahme der Ausnahmen. Das ist der einzige Film, in dem Keanu Reeves der schwächste Part ist an der ganzen Story. Sorry, ich muss kurz eine Pause machen, weil mein Kater manchmal ein wenig schwierig ist. Ne? Der hat momentan ein bisschen, ich weiß nicht immer, was er hat. Manchmal spinnt er ein bisschen und weiß nicht genau warum. Und wir haben jetzt rausgefunden, meistens ist es, weil er irgendwie pinkeln muss, und dann muss man ihn aufs Klo setzen, dann checkt er, ja, schau, ich muss ja Pipi, daran lag's, und dann macht er das, und egal. Ne? Weiter im Text. Vladislaus Dragulia. Das ist der Name. So, jetzt pass mal auf. Jetzt würde ich nämlich gerne mal die Wand verputzen. So, sehr gut. Verputzen wir mal die Wände, dass wir hier mal eine richtig schöne, schicke Hütte reinbasteln. Natürlich fehlt mir jetzt Kalkstein.
Genau, ich wollte. Es kann natürlich auch sein, dass er mal ausnahmsweise mal wieder ein bisschen League of Legends gespielt hat. Ne? Ich habe jetzt auch vor einem Dreivierteljahr oder sowas mal wieder so eine kurze Phase gehabt, wo ich wirklich sehr, sehr viel League of Legends gespielt habe. Aber da bin ich jetzt Gott sei Dank auch wieder raus. Ne? Ja, noch Dinge herstellen, dich mal. Heißt du Name für Kinder wahrscheinlich nicht, du bist Nation dafür, ne? Ja, also du hast ja bestimmt bist du gesehen, Oder? Ja, du hast Name für Kinder. beides. Du hast ja bestimmt gesehen gehabt, dass ich mich auf dem Blog quasi mit meinem ersten Namen Lilly genannt hatte, weil Lilly war eigentlich lange ein Name, den fand ich total schön. Ich habe den aber dann irgendwann meiner Katze gegeben, weil ich den eben so schön fand. Und jetzt kann ich den ja aber keinem Kind mehr geben, wenn meine Katze schon so heißt. Warum? Warum nicht? Sehe ich kein Problem damit. Hm? Warum? Das geht Rainer! Hey! Mach mir keine Angst! doch nicht. Warum nicht? Ja, weiß ich nicht, dann wirkt es ja so, als hättest du so dein Kind nach deiner Katze benannt. Ja, warum nicht? Katzen sind großartig und Kinder sind scheiße. Das ist eine Ehre. Bitte, spart euch die Kommentare. Nö, Nee? nicht für mich. Okay. Es gibt mit Sicherheit Menschen, die das so betrachten, aber wer das tut, ist dämlich. Sorry. Ja, mit dämliche Leute kennen sie ja Rainer aus. Sie jeden Tag im Spiegel ein. Aber ich stehe dazu. Okay. Wer das denkt, der ist dämlich in meinen Augen. Einfach nur deswegen, weil es kompletter Bullshit darstellt. Das ist eine großartige Argumentationskette, Rainer. Kann man nichts mehr dagegen sagen. Ne? Hey, ich weiß nicht, wenn dir der Name gefällt, warum nicht? Ne? Geh auf Indiana Jones, der hat sich selber den Namen von seinem Haustier ausgesucht, weil ihm Henry Jones Jr. nicht gepasst hat. Ne? Nur weil du dein Und jetzt kann ja wohl keiner sagen, dass Indiana Jones, also es gibt 3 Indiana Jones Filme, um das mal klargestellt zu haben, ne? Raiders of the Lost Ark, Temple of Doom und Last Crusade und die danach, ne? Aber die 3 betrachtend ist Indiana Jones meiner Meinung nach absolut unhateable. Kind nur deiner Katze den Namen gegeben hast, das zeigt doch nur, wie schön du den Namen findest. Also ich verstehe das Problem nicht. Ja. Was machst du hier? Wieso habe ich 2 Hähnchen? Warte, du bist zum Schinken. Hast du eigentlich Haustiere? Du bist zum Schinken hier. Gott sei Dank nicht, liebes Bärchen. Also bis auf Läuse vielleicht, Bettwanzen, aber ansonsten eher nicht. Ne? Haustier, aber jetzt, ich werde euch sagen, was jetzt kommt. Ne? Er wird erzählen, ja, er ist auf dem Bauernhof groß geworden und sie haben gehabt. Und zwar irgendwie ein Hund, Hühner, Katzen, keine Ahnung, Löwen, Schafe, Pferd. Die ganze Scheiße. Der ganze Text geht da jetzt her. Also ich sehe hier, es dauert relativ lange. Der ganze Bums geht von Minute 18 hier weg. Wenn man mal 6 Minuten erzählt er jetzt, was er alles für Tiere gehabt hat. Und wie er sich mit Tieren auskennt. Ja? Und ich wette was, er wird kein Wort über das Kükenquetschen verlieren oder darüber, dass sie ihm den Hund abgenommen haben, weil er kurz davor war zu verhungern, weil Rainer einfach gedacht hat, ja, ich brauche den füttern, ist ja nicht mein Hund. Ja? Den dann praktisch die Pflegekraft, die gekommen ist für seine Oma, die damals noch lebte, nachdem der Rudi in die ewigen Jagdgründe gegangen ist. Ja? Die Pflegekraft, die dann gekommen ist, um die Oma zu versorgen, die hat dann irgendwann, ich glaube, das Veterinäramt informiert, weil die hat den Hund gefüttert und ansonsten hat er ihn halt einfach verwahrlosen lassen und dementsprechend hat sie ihm das ist eigentlich auch wieder so extra, das ist Bonus-Schandtat für heute, ne? Den Hund verwahrlosen lassen und bis die dann beim Veterinäramt angerufen haben, die sind gekommen und haben den Hund weggenommen. Ne?
Dass er, ganz ehrlich, er wollte diesen Hund nicht, er wollte sich nicht um diesen Hund kümmern. Und es war ihm so scheißegal, dass er den Hund lieber hätte verhungern lassen, wenn sich niemand anders drum kümmert, anstatt wenigstens. Und das ist wirklich immer noch Abschaumverhalten, aber wenigstens den Hund einzupacken und ins Tierheim zu bringen, damit er nicht verrecken muss. Das ist einfach jenseits von widerliches Drecks-Arschlochverhalten. Wie gesagt, so ein Haustier generell wegzugeben, wenn nicht wirklich einfach keine andere Möglichkeit besteht. Ich würd alles andere vorher verkaufen und auf alles andere vorher verzichten, bevor ich eine von unseren Katzen abgeben würde. Im Leben nicht. Ich habe einen davon gerade auf dem Schoß. Ne? Und das sind Familienmitglieder, die gibt man nicht weg, nur weil es ein bisschen unbequem wird oder vielleicht ein bisschen teuer. Ja? Und deswegen kann ich da schon nicht verstehen, wenn die Leute sagen, ja, keine Ahnung, mit dem Hund, das wird gerade ein bisschen schwierig, dann geben wir den lieber ab. Aber es ist immer noch besser, als ihn einfach verrecken zu lassen, es sei denn, irgendjemand anderes kümmert sich zufällig drum. Ja? Wenn die Oma schon tot gewesen wäre und die Pflegekraft das nicht gecheckt hätte, was er mit dem Hund anstellt, wäre er da gnadenlos verreckt. Ihn wahrscheinlich in seinem eigenen Dreck verhungert. Und wieso sind die ganzen Eier noch nicht abgenommen? Warte mal, habe ich das nicht eingestellt? Warte mal ganz kurz. Alles gut. Tierhaltung, Hühnerstall. Ist das da nichts eingestellt? Wunder. Er wundert sich jetzt gerade, dass man nicht Kükenquetschen machen kann in dem Spiel. Hm? Hier schon. Eier, das hier. So. Bestätigen. Ich habe keine Haustiere, nein. Ich habe aber in meinem Leben genug Haustiere gehabt, glaub mir. Okay. Und jetzt geht's los. Ich bin aufgewachsen mit Hunden, Katzen, Schafe, mit Hasen. Meistens zum Schinken für den Sonderroten. Oh, okay. Naja, klar, ne? Genauso wie die Schafe. War genau dasselbe Käse. So, das kann ich alles mal hier hochpushen. Dann kann ich nämlich auch selber irgendwann mal Dünger herstellen. So, jetzt müsste der Typ ja auch eigentlich gleich mal arbeiten. Ich überlege gerade mal auf. Überanstreng dich nicht, Rainer. Überanstreng dich nicht. Wir wissen alle, dass mit dem Denken, das ist jetzt nicht so. Hä? Noch eine Weide herstellen. Hier ist das alles, ein bisschen eng. Kurz überlegen, wie ich das mal umstelle hier. Also, ich bin aufgewachsen mit Schaf. Ja, du erwähntest das bereits. Du brauchst das nicht nochmal aufzählen. Schafen, Hunden, Pferden, blablabla. Mit Hasen, mit Katzen, mit Hunden, mit einem Pferd, mit Enten, mit Hühnern. Hühner habe ich glaube jetzt schon gesagt. Hasen, Hühner, Schafe, Enten. Rainer, du hast das alles schon gesagt und jetzt sagst du es alles zum 3. Mal. Es interessiert keinen Schwanz. Keine Ahnung, das hört sich so an, wie wenn du der Wolfsjunge wärst, der im Streichelzoo aufgewachsen ist, ne? Ich glaube dir auch nur die Hälfte von den ganzen Viechern, ne? Die, von denen wir wissen, dass sie nachweislich da waren. Die Schafe gebe ich dir, ne? Weil, ne? Ich glaube, spätestens nach dem zweiten Fehlschlag bei der Familienplanung wird sich der Rudi gesagt haben, das Risiko gehe ich nicht mehr ein, dass ich fette Seekuh nochmal flanke, wenn das dann nochmal so ein Depp rauskommt, dann wird er sich wahrscheinlich eher mit den Schafen begnügt haben. Den Hund wissen wir aus der bereits erzählten Story von gerade eben. Bei den Katzen, die sind abgehauen. Ich weiß nicht, ob die da immer noch rumsteuern oder ob sich jemand derer angenommen hat. Die machen das ja ganz gerne, dass sie sagen, okay, mein Besitzer ist Arsch, dann gehe ich einfach woanders hin. Ne? Und wie viele Leute ich kenne, wo auf einmal die Katze irgendwie, eine fremde Katze, irgendwie entweder vor der Terrassentür oder schon in der Wohnung, wenn die Terrassentür offen war und sie gesagt hat, ich wohne jetzt hier, Digga. Weiß nicht, was du es glaubst, aber fährst du besser los und kaufst Katzenfutter, ansonsten ja Turn up. Aber ich kenne Leute, die so zu ihren Katzen gekommen sind. Ne? Schafe, die werden wahrscheinlich alle, die wird es schon alle nicht mehr gegeben haben.
als er das alles geerbt hat. Die Hühner wahrscheinlich alles auch nicht. Das letzte, was halt noch da war, war das Pferd. Ne? Und wie er damit umgegangen ist, das wissen wir auch. Ne? Er hat versucht, das Pussy Magnet zu benutzen, und dass das nicht funktioniert. Also, ist mir auch alles scheißegal. Als die Leute gesagt haben, hier, Rainer, dein Pferd. Überhaupt nicht mein Pferd. Ich habe nie gesagt, dass das mein Pferd ist. Ne? Vorher versucht, hier, das ist mein Pferd. Liebe Mullen, kommt's her. Wenn ihr herkommt und Wurstfach herhaltet, dann dürft ihr Zeit mit meinem Pferd verbringen. Weil er, der schwindlige Behindi gedacht hat, so, die sind alle so hageldumm, und dass sie nur wegen Pferd sich mit so jemandem abgeben. Ne? Und ja, hat nicht funktioniert. Und danach hat er es halt auch vernachlässigt, genau wie alles, ja, wie die Hamster. Die konnten halt gar nichts anderes, und das Pferd hat sich dann wenigstens, ich glaube, Mario noch gekümmert, oder ich weiß nicht mal wer. Irgendwer hat sich drum gekümmert, auf jeden Fall noch ein bisschen. Aber ja, Tiere sind für Rainer schon immer Dinge gewesen, die ihm, genauso wie Menschen auch, ne? Das sind andere Lebewesen sind für Rainer Dinge, die ihm entweder was nützen oder nicht. Und wenn sie ihm was nützen, dann kümmert er sich was drum. Und sobald sie ihm nichts mehr nützen, oder wenn sie das nicht von vornherein schon tun, dann interessiert das ihn überhaupt nicht. Und die können dann auch, das ist ihm dann wurscht, was mit denen passiert, ne? Kühe, Fasane, Tauben, Fischen, sowohl Zierfische sowohl Zierfische als auch Fische halt, die man essen tut. Ja. Die man essen tut. Wenn man essen tut, die Fische, wo habt ihr die gehalten? Die essen tut Fische? Wo war der See auf dem Schanzengelände, wo die Karpfen drin geschwommen sind? Ja, weil Forellen leben in fließenden Gewässern, Digga. Ja? Obwohl, ne, die können auch im Teich. Aber wo soll das gewesen sein? Da hat der Rudi irgendeine, die wir nicht kennen, irgendwo so eine Forellenfarm gehabt, oder wie? Da auch kein Scheiß. War ja dann, wie gesagt, ich habe ja auch schon gesagt, ich kann angeln. Ja. Ja, und das war halt auch wieder Lülülü, Rainer. Rainer, ich glaube dir das an dem Tag, an dem du mir in Person deinen scheiß Angelschein zeigst. Da glaube ich dir das. Ein offizielles Dokument, wo drauf steht, dass du einen Angelschein hast und dass du angeln kannst. Ansonsten ist halt wieder, ne, Lülülü. Dann bin ich mit. Dann habe ich irgendwann mal Hasen, dann habe ich mit Hamster und Meerschweinchen gehabt. Ja, das mit den Hamstern, das wissen wir, wie das ausgegangen ist. Das habe ich bereits in einer meiner Schandtat des Tages Nummern, habe ich das bereits abgehakt. Im Übrigen, ich bin fürchterlich schlecht, was Buchführung angeht. Ich hoffe, dass ich bald dass ich nicht irgendwelche Sachen doppelt mache. Ne? Ich neige oft dazu, mich zu wiederholen. Oh, by the way, Leute, ich weiß nicht, das hätte ich vielleicht am Anfang des Videos erzählen sollen. Kann ich noch reinschneiden. Lol, haben wir gelacht. Folgendes, ne? Ich nehme das jetzt hier am Mittwochabend auf. Und ich habe am gestrigen Dienstag habe ich einen Detox gemacht. Und das wird vermutlich, nicht nur vermutlich, das wird ziemlich sicher das letzte Video sein, das ich vor meinem Urlaub aufnehmen kann, denn ich fahre morgen Abend in den Urlaub. Und ich werde erst am, ich glaube, 29. oder am 28. oder sowas wiederkommen. Also ich bin 10 Tage weg. Ja? Ein bisschen über 10 Tage bin ich weg. Das heißt, wundert euch nicht, wenn dann den restlichen Oktober nichts kommt. Ich habe es nicht geschafft, was vorzuproduzieren, weil ich Zeit schlicht und ergreifend nicht hatte. Und das heißt, wir machen dann Ende dieses Monats, Anfang nächsten Monats mit dieser Scheiße weiter. Und da will ich noch weiter zurückhängen als eh schon. Aber ich bin ja inzwischen auch dazu übergegangen, dass ich einfach, wenn es um Bullshit geht, ne, die Goblin-Geschichten werde ich in Zukunft auch überspringen. Ne? Aber hier Haustiere, das ist ja wenigstens, da kann man wenigstens noch was dazu sagen. Dann hatte ich verschiedene Arten von Vögeln.
Ich habe den Namen vergessen, wie die heißt. Das sind so grüne Vögel mit so einem roten Schnabel, die kommen aus Afrika. Das hatte meine Mutter allerdings, also ich bin damit aufgewachsen, das war halt die Viecher meiner Mutter. Dann gab es die Pferde, hatten wir insgesamt mehrere, nicht nur eins. Anfangs hatten wir nur eins, dann kamen aber noch mehrere dazu. Okay. Die haben wir Ja, weiß ich nicht, Rainer. Ne? Wir haben bisher nur von dem einen gehört. Das hört sich so ein bisschen an, als hättest du jetzt ein paar Zusatzpferde aus dem Arsch gezogen. dann aber nach und nach wieder weggegeben. Genau, das war das eine. Und dann gab es die... Dann gab's die... Dann gab es die... Ach, ja, die... Wie sagt man? Ja, wie sagt man das jetzt, Rainer? Das kann man den Inhalt packen. Es ist ohne Scheiß, es ist immer derselbe Füller-Bullshit, wenn er anfängt zu lügen und irgendwann praktisch der Cache-Speicher im Spatzenhirn, im Ogerstübchen voll ist. Und dann kommt er ins Stocken mit der Renderei. Und dann kommt... Und dann ja, wie sagt man das jetzt? Fürchterlich, Rainer. Denk dir doch die Lügen vorher aus, lern die auswendig, schreib sie dir irgendwann. Ah, er kann wieder nicht lesen. Aber, glaube ich, wenn wir die Enten auch so rumlaufen lassen wollen. Das hat sie zwar nicht erzählt, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Ja, aber da hattest du wirklich ganz schön viele Tiere so im Umgang, so beim Aufwachsen. Krass. Warte mal. Rainer, jetzt erzähl doch mal vom Küken der Quetschende. Hm? Erzähl das doch mal. Also, Ich glaube, das ist ein richtiger Upturn, oder? Wenn man eine Mulle klar machen will und sagt, ja, schaut es aus, Haustiere so, ja, Tieren aufgewachsen, Hühner haben wir gehabt, ne? Die Küken, die habe ich als Kind total lustig, ja, ich einfach in der Hand zerdrückt, pfiffen haben die. Ich glaube, da gibt es kein zweites Date, ne? Und das vollkommen zu Recht, natürlich, ne? Pferde. Ich gehe mal kurz im Kopf die Arten durch von Tieren. Ja. Also wir hatten Pferde, wir hatten... Rainer, du gehst jetzt hier innerhalb der letzten 3 Minuten im Kopf schon 3, 4, 5 Mal diese Scheiße durch. Einmal mit Konzentration und vielleicht mit der Wahrheit, ne, da muss man, das ist nämlich praktisch, weil wenn man die Wahrheit erzählt, dann muss man nicht so lange drüber nachdenken, ne? Lügen ist anstrengend, man muss sich dann immer Lügen ausdenken und das ist alles fürchterlich, ne? Aber wenn man einfach die Wahrheit erzählt, dann fällt das alles weg und dann kannst du es einfach so sagen, wie es ist, aber das ist natürlich nicht spektakulär genug, ne? Rainer hat praktisch, der ist im Safari-Park aufgewachsen, ne? Seine Nachbarn hatten Löwen und keine Ahnung, ne? Schafe, wir hatten Ziegen, wir hatten Schweine, aber davon weiß ich nichts mehr. Hatten Schweine. Wir hatten Schafe hatten wir verschiedene Arten. Und jetzt kommt gleich, wir hatten Dann hatten wir Tauben, wir hatten Hühner, wir hatten Enten, wir hatten Gänse. Wo ist jetzt? Ich sag's an und dann hört er auf. Ne? Dann hört er auf mit, wir hatten Wir hatten Fasane. Ich glaube, wir hatten mal Rebhühner, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Dann hatten wir verschiedene Arten von Vögeln, also Wellensittiche, Kanarienvögel und eben diese komischen anderen da. Dann hatten wir Fische, von Karpfen über Hechte, über Zander, über... Ich weiß nicht, Rainer, wenn deine Eltern auf dem Schanzengelände ASP 8 nicht einen kleinen Zoo oder einen Gnadenhof betrieben haben, dann kommt mir das ganz schön viel Viechzeug vor für eine 4-köpfige Familie. Ja, also entweder das oder es hat Forellen bis hin zu verschiedenen Arten von Zierfischen. Dann hatten wir, lass mich überlegen. Wir hatten Dann hatten wir Hamster, Du hattest Hamster, Digga. Die hast genauso elendig verrecken lassen. Meerschweinchen, Hasen, Katzen, Hunde. Das war, glaube ich, alles. Dann hatte ich eine Schildkröte. Würde gerne noch sagen, wir hatten eine Vogelspinne oder sowas. Das kam uns nicht ins Haus. Das hätte er jetzt gerne hingelogen, ne? Das hätte er jetzt gerne hingelogen, aber da hat er selber festgestellt, da ist wahrscheinlich unglaubwürdig.
Dass er das bei der ganzen anderen Lügerei vorher noch nicht gedacht hat, das sagt auch wieder mehr über ihn aus als über alles andere, aber. Nee, die Schildkröte war, glaube ich, schon das Exotischste, was wir hatten. Das müsste es gewesen sein. Ja, aber fast so alles, was man sich vorstellen kann. Ja, nee, es gibt ja noch zigtausend verschiedene Arten von Bartagamen über, was weiß ich alles noch. Ja, so Da kommt schon noch. Reptilien, sowas war nicht euer Ding, was? Meins, aber auch nur in Bezug auf, Hühner. Auch nur in Bezug auf Schildkröten. Ja. Ja, also bei meinen Eltern gibt es auch einige Tiere. Also die haben 2 Katzen, die haben Vögel. Also mein Vater ist so in einem Vogelverein drin, da hat er auch quasi so Vogelfolieren draußen. Und der hat zum Beispiel so Wellensittiche, Nymphensittiche, Kanarienvögel, Ziegensittiche, alles Mögliche so ein bisschen. Der züchtet die halt auch. Und wir haben auch einen kleinen Teich bei uns. Da sind ein paar Fische drin. Und mein Vater hat auch ein großes Aquarium drin stehen. Das ist so, ja, 2 Meter lang und 1 Meter hoch so und 1 Meter breit ungefähr. Ja, krass. Ja, ein bisschen was ist da auch da. Und Hühner natürlich, ja. Hühner hat mein Vater auch und Wachteln. Wachteln hatten wir, glaube ich, auch. Ja. Aber daran erinnere ich mich nicht. Es kann auch sein, dass wir anstatt Rebhühner Wachteln hatten. Das kann auch sein. Wachteleier sind ja echt cool. Ja, mein Vater... Wachteleier sind der hinterletzte Dreck. Ich finde, die schmecken nicht großartig anders als Hühnereier und sie sind halt einfach ineffizient scheiße, weil sie so klein sind. Ich weiß nicht, warum es gab vor ein paar Jahren, gab es mal wieder irgend so einen Trend, wo die Leute irgendwie Wachteleier gefressen haben. Ich halte es für dumm. Verkauft die quasi immer. Boah, ich hatte immer voll Bock wieder auf Wachteleier. Das ist ewig. Renner, hast du mal in deiner Plastikbuchse nachgeschaut, ne? Musst ein bisschen den Speck auf die Seite tun, aber... Ja. Da muss ich mal welche mitbringen. Jo, das wäre cool. Ja. So, dann lass uns doch mal gucken. Kann ich hier irgendwas dekorieren? Muss ich alles erst lernen, ne? Ja, so. Jetzt überlege ich gerade, was mache ich denn jetzt als erstes? Gibt es so viel zu tun eigentlich in dem Spiel? Das ist für mich alleine eigentlich immer viel zu viel, deswegen. Ja, es ist harte Arbeit, Rainer. Radeln den ganzen Tag, harte Arbeit. Ja, ganz cool, wenn man dann mit jemandem spielen kann, aber wenn sie jetzt krank ist, wird sie wahrscheinlich keine Lust haben. Mir geht halt auch die ganze Zeit mal solch ein Buchkopf rum. Es ist halt auch teilweise so ein... Ja, Rainer, halt auch wieder bezeichnen, wenn dir das die ganze Zeit im Kopf rumgeht, gell? Das ist fürchterlich bezeichnen. Ich weiß nicht, ich finde das Buch halt teilweise auch einfach so krass, weil das zum Teil auch einfach, wow, haben sie ja getroffen. Wow. Abartig, widerlich, krank, besorgniserregend. Das sind wahrscheinlich nicht die Adjektive, die ihm einfallen, ne? Was geht denn hier ab? Ich finde das Buch halt teilweise auch so krass, weil... krass, ja, das ist richtig krass, ja. Du fängst halt im Prinzip in einem kleinen Dorf an, das ist halt nur ganz minimal, das ist ja ganz am Anfang mal angeteasert sozusagen. Ja. Dann, wenn du durch das Dorf durch bist sozusagen, dann kommst du ja wenn du das Dorf durch hast, dann kommst du ja in das, eigentlich hätte ich hier bauen müssen. Ja, in den Wald, ne? Das letzte Mal hast du gesagt, der Jäger, hier steht, ne, Buchplot, der Jäger. Du hast das letzte Mal gesagt, der Jäger, der ist danach in den Wald, damit er Barrene verdienen kann, ne, weil er Ausbildung beim Jäger im Wald machen wollte. Zum Barrene verdienen, damit er weiter irgendwie in die Pimperbude, ne, damit er sich das finanzieren kann. Viel Platz gewesen, ja, egal. Wenn du ins Dorf gekommen bist, dann von dem Dorf kommst du ja dann direkt in den Wald und da bist du dann erst einmal anfangs ganz kurz so beim Jäger. Bist du, das ganze Buch, die ersten 2, 3 Kapitel gehen ja nur um den Jäger quasi. Ja. Als Jäger innerhalb des Jagdgebietes so, wo er so mal... Ja, weiß nicht, ob der 2, 3 Kapitel füllen kann. Also jemand, der gut ist im Fantasy-Bücher schreiben, so, der kann da 2, 3 Kapitel damit füllen, easy. Aber jemand, der dieses ganze Ding nur deswegen schreibt, aus Ausrede praktisch, um seine eigenen kranken Fantasien irgendwo veröffentlichen zu können, ist schwierig, ne? Stadt ist und ins Bordell geht und keine Ahnung und dann halt wieder
Und halt auch außerhalb vom Bordell dann halt sie trifft und die Goblins trifft, aber die ihn aber nicht gleich finden. Ist ein bisschen der Lichtmoment noch des Ganzen. Ja. Dann geht das Ganze, die Story ja so ein bisschen in diese Tiefe. Ist das jetzt ein anderes Bärchen als beim letzten Mal? Oder erzählt er jetzt dieselbe Story demselben Bärchen nochmal? Weil ich mag mich erinnern, dass er beim letzten Mal zum Bärchen gesagt hat, oh, jetzt habe ich dir eigentlich schon wieder viel zu viel erzählt, ich muss aufhören, so viel zu schwallen. Nicht, dass da irgendjemand irgendwas veröffentlicht. Also entweder, es wäre beides bescheuert. Also entweder hat er dann instant beim nächsten Bärchen diese Vorwürfe schon wieder über Bord geworfen und gesagt, ja, scheiße, Hafer ist halt normal, ich finde es so super geil. Oder er erzählt es der halt jetzt einfach 300 Mal. Ich weiß nicht, ob er auf eine bestimmte Reaktion von ihr wartet oder ob er das einfach nur deswegen ihr erzählt, um sich selber wieder aufzugeilen. Die böse Phase, sag ich mal, wo er dann gefangen genommen wird und das halt alles so ein bisschen bösartig rüberkommt, wo er dann auch gefangen ist, wo dann auch alles so ein bisschen eben dunkler ist. So Wildschwein. Und da kommt etwas so. Ja, ein bisschen dunkler, bösartiger rüberkommt. Das sind schon sehr abgeschwächte Formulierungen von Monstern geschändet. Das ist eigentlich, also. Du bist mein Abendschinken. Und dann hast du dir auch den sexuellen Aspekt, der sich durch das ganze Buch zieht, schon vor. Ja, das ist das Allerwichtigste, Rainer. Ne? Ohne den hätte es das Buch niemals gegeben. Immer noch mal ehrlich, ganz. Tut er so, als wäre der große Autor. Es geht genau darum. Ne? Dir spinnt irgendeine Scheiße im Kopf rum, zu der du gerne den Maulwurf würgen willst und das hast du dann zu Papier gebracht. Goblins. Und dann hast du diesen Punkt von den, wo dann das Licht des Schatten zum Licht wird und dann noch mehr Licht ist als vorher, weil ja quasi das Verhalten der Goblins auf einer ganz anderen Ebene positiv ist. Halt dein Maul, Rainer. Halt einfach dein dummes Maul. Das macht mich so fürchterlich aggressiv. Und dann merken, dass diese fürchterlichen Monster, die ihn gefangen genommen, ihn und andere Leute gefangen genommen, gegen ihren Willen geschändet haben, über Monate hinweg, dass sie ja eigentlich die Guten sind in der ganzen Geschichte. Der große Twist. M. Night Shyamalan hätte es nicht besser schreiben können. Halt einfach dein dummes Maul. Du kranker Bastard. Mal abgesehen vielleicht von dem Zwang des sexuellen Aspektes. Dann geht das Ganze. Ja, abgesehen davon. Aber was halt eigentlich der Hauptpunkt von der ganzen Scheißgeschichte ist. Das ist eine sehr tiefe Richtung, was die. Ja, ultra deep. Ne? So deep wie sonst nur der Luan. So deep geht das. Was das Verhalten zwischen den Gefangenen, den Goblins und so weiter angeht. Die machen sich dann Sorgen um die Goblins und arbeiten dann mit denen zusammen. Auch nicht zuletzt, weil sie eben eine Freundschaft auch zu den Goblins aufgebaut haben. Ja, wer kennt's nicht, ja? Wer kennt das nicht? Die besten Freundschaften. Und einen ganz anderen Lebensstil gefunden haben, weil die Goblins ja einen ganz anderen Lebensstil haben. Sie kämpfen ja nur, wenn sie kämpfen müssen. Okay, jetzt haben wir es wirklich. Also, wenn es vorher nicht schon glasklar war, dann ist es jetzt wirklich einfach die Rolle der Goblins. Ne? Man sagt ja mal, jeder Autor hat irgendwie einen Charakter, der ein bisschen so auf ihm beruht. Ne? In den er sich so ein bisschen rein projiziert. Und hier sind es halt die schändenden Goblins. Ne? Das sind die, in die der liebe Rainer sich da rein produziert, weil das ist genau dieselbe Story, die er über sich immer erzählt. Ne? Er kämpft nur, wenn er sich verteidigen muss oder so ein Scheiß. Ne? Sonst tut er ja nichts. Mir kommt es hoch. Beziehungsweise halt um zu überleben, wie es halt letzten Endes auch bei normalen Tieren oder sonst was der Fall wäre. So, ich vermute mal, dass. Ja, ich weiß nicht, ne, ob
ob das so nachvollziehbar ist, nur wenn du eine Spezies hast, die nur überleben kann, wenn sie fleißig rumvergewaltigt. Hier die Minen nach wie vor leer sind, oder? Die sind wahrscheinlich erst nach dem nächsten Neustart wieder voll. Ja, das dachte ich mir. Mist. Ja, auf jeden Fall geht es da halt, zieht sich das Ganze halt durch die ganze Geschichte. Und ich finde es schon eigentlich richtig gut, da muss ich sagen. Ja, merkt man kaum, Rainer. Man merkt es kaum. Weil du bei jeder sich bietenden Gelegenheit oder auch wenn sich keine bietet, auf Krampf das Thema darauf lenkst. Ne? Auf deine ganz tolle Geschichte. Das klingt auf jeden Fall gut ausgearbeitet. Also du hast dir wirklich viele Gedanken gemacht. Bitte nehmen Sie die Zunge jetzt aus seinem Allerwertesten. Ja, das mache ich immer halt, ne? Wenn ich solche Sachen mache. Wenn ich sowas anfange, mache ich da halt auch immer viel Kopf drüber. Ja. Ja, ich erinnere an Prima Noctis, ne? Ich sehe da keinen Sinn darin. Aber das war ja im Vergleich zu der Geschichte, war ja das hohe Weltliteratur, ne? Also im Vergleich dazu, huiuiui. Also das nur halb hat es irgendwie. Ja. Kam eigentlich jetzt mal wieder ein neuer Blogbeitrag? Ich habe gar nicht geschaut heute. Nee, tatsächlich, hast du den Blog auch mal gelesen, um mir nahe zu kommen, kann das sein? Nein. Okay, alles klar, dann weiß ich schon Bescheid. Nein, ich habe den auch gelesen, weil ich ihn gut fand. Ja, aber es hatte letztendlich keinen tieferen Sinn quasi, ne? Doch, ich fand deine Konzepte spannend, deswegen habe ich mir die durchgelesen. Okay. Ja, natürlich. Auf jeden Fall, Hier riecht er wieder Lunte, ne? Aber wir gehen wieder auf die Metapher von dem Baum der Erkenntnis. Ne? An dem wird einfach fleißig vorbeigegangen, es wird wegignoriert. Er kommt ja schon fast auf den Trichter, ne? Warum sie hier ist. Sie hat sich so viel mit diesem Blog beschäftigt, wie es irgendwie nötig war, um auf diesen Discord zu kommen, um dieses Met zu produzieren. Und danach war es nicht mehr nötig und dann hat sie einfach ihr Gewissen nicht mehr damit belastet, was absolut nachvollziehbar ist. Das checkt er jetzt gerade und dann blockt sein Spatzenhirn, blockt das wieder ab, weil das würde bedeuten, dass sie ein Bärchen ist. Das würde bedeuten, dass die anstehende Ogerentjungferung mal wieder nicht stattfindet und das wäre ein zu trauriger Gedanke, um ihn zulassen zu können. Deswegen wird es wegignoriert. mal schauen. Ich werde mal gucken, dass ich jetzt in kommenden Tagen wieder was poste. Ich muss mich auch mal langsam um den Steckbrief 2 von allem kümmern. Ja. Eigentlich wollte ich ja die Steckbriefe eigentlich alle erst einmal fertig schreiben, bevor ich Steckbrief 2 einfange. Das kam mir dann im letzten Blog einfach auf die Idee, im letzten Discord mal nicht, dass ich ja hergehen könnte. Und ich bin ja auf die geniale Idee gekommen, das einfach mit Abstimmung zu klären. Ja. Ja, Rainer, deine Abstimmungen, die kennen wir. An die hast du dich nie gehalten. Rainer, wenn du irgendwas auf Social Media von der Community abstimmen lassen willst, dann musst du dich auch danach daran halten. Ne? Das heißt, stell nichts zur Abstimmung, wo du dir vorher schon eine feste Meinung darüber gebildet hast, was du machen willst. Ne? Sondern nur etwas, wo du weißt, es ist mir egal, was dabei rauskommt und ich werde mich dann daran halten. Ne? Das ist, ansonsten macht so eine Abstimmung keinen Sinn. Wenn ich entschließe, etwas zu machen hier auf dem Kanal und irgendwelche neuen Dinge auszuprobieren, vielleicht ein neues Format einzuführen oder damals bestes Beispiel auch mit dem Profilbild. Ja? Ich habe beschlossen, ein neues Profilbild muss her. Das war nicht zur Debatte, deswegen habe ich da keine Abstimmung gemacht. Dann habe ich mit KI viele verschiedene Bilder erzeugt und habe dann die Community abstimmen lassen. Und ich persönlich hatte einen anderen Favoriten als der am Endeffekt rausgekommen ist. Ich mag das sehr gerne. Der war knapp auf Platz 2 bei mir. Aber die Community hat gesagt, den wollen wir. Und dementsprechend ist es der geworden. Und jetzt habe ich das als Profilbild. Fertig, bums aus, Nikolaus. Ne? Hätte ich gesagt, nee, ich will dieses Bild, dann hätte ich das niemals zur Abstimmung gebracht. Eine Idee war, weil ich ja eigentlich erst die erste Steckbriefe durchmachen wollte. Und was ich ganz dringend machen muss, das werde ich jetzt kommende Woche mal in Angriff nehmen.
Das ist ja den. Ist ja noch, wo er gesagt hat, irgendwie, keine Ahnung, soll er Mitgliedschaften einführen auf seinem YouTube-Kanal, hat er eine Abstimmung gemacht, ne? Ich glaube, fast 70% der Leute haben Nein gesagt, 30% der Leute Ja oder so, auf jeden Fall sehr eindeutig. Und dann hat Rainer gesagt, ja, aber da muss man die Hater-Stimmen noch abziehen, deswegen macht das jetzt trotzdem. Ne? Hater-Stimmen zählen nicht und dann wird einfach definiert, ne, wie damals im Matheunterricht, dann sagst du, auf Nein geklickt ist gleich Hater. Und dann auf einmal ist aus 70% Nein, 30% Ja, ist 100% Ja geworden. Na? So macht man das. Alle Leute haben ihm gesagt, er soll unbedingt diese Mitgliedschaften einführen. Dann hat er keine andere. Die Mehrheit hat entschieden. Ne? Was die Community will, das soll sie bekommen beim Rainer. Es sei denn, der Dragon Money fällt da mal wieder aus. Podcast. Zum einen muss wieder normale Podcast-Folge kommen, zum anderen muss von der normalen Podcast-Folge auch hinkommen. Rainer im Schwanz aus dem Mund haben und versteht kein Wort. Muss auch der Podcast zum Bestiarium Danke sehr. kommen. Dann kam jetzt eine Folge und es war deutlich zu wenig. Ja, wie gesagt, ich glaube, ich habe nicht alle Podcasts reacted, die er da hochgepimmelt hat, aber ja, sei es drum. Wobei ich glaube, dass das sowieso vielen gar nicht auffallen würde, wenn da nichts weiter kommt, weil den haben noch nicht viele bemerkt und die meisten lesen sich, glaube ich, einfach die Beiträge durch. Hast du dir den Podcast überhaupt angehört? Ja. Das war im Mai, Digga. Das war im Mai und im Juni, glaube ich, als sie das aufgenommen haben, diese Leaks. Da war der Blog und der Podcast schon sehr prominent draußen. Ja. Ja, aber es sind ja auch ein paar mehr Infos drin als nur die Infos. Ja, klar. Ich folge ja auch beiden Podcasts auf Spotify. Das ist schön. Und ich habe auch beide mit 5 Sternen bewertet. Das ist lieb von dir. Wunderschön. Das ist alles so. Auf der einen Seite erfolgt das viel Arbeit, jetzt bin ich momentan mit dem Kopf. Ich weiß nicht, ob sich da jetzt einen extrigen Spotify-Account gemacht hat, so einfach nur, um ihren Spotify-Account, den Algorithmus nicht komplett zu versauen. Auch wieder mehr beim Buch. Ja. Das ist ja auch nicht einfacher. Und so ganz so gut geht es mir momentan auch nicht. Person, die ich da ja momentan, ich bin ja momentan in jemanden verknallt, das habe ich dir, glaube ich, erzählt. Ja. Es ist aber auch so eine schwierige Angelegenheit jetzt. Ja, verstehe. Hä? Hat er nicht die ganze Zeit versucht, bei beiden Bärchen zu landen? Es ist jetzt egal, welches von den Bärchen sie ist, aber er hat doch bei beiden versucht zu landen die ganze Zeit. Und jetzt schwallt er von wegen, er ist ja verknallt. Will er jetzt sagen, in das andere Bärchen oder in wen? Weil außer diesen 2 Bärchen hast du keinerlei soziale Kontakte. Ist das wieder so eine Sache, von wegen, du musst dich rar machen und die Frau eifersüchtig, sodass sie, ne, dass sie geil auf dich wird und sich denkt, hier FOMO, ne, dieses Angebot endet bald oder nur noch so und so viel auf Lager, ich muss jetzt zugreifen? Ist das wieder so eine wannabe-psychologische Manipulations-Bullshit-Geschichte? Hast du zu viel Andrew Tate-Videos geschaut, Rainer? Ist es wieder so? Ich sag's dir, Andrew Tate hat die ganzen Mullen nicht deswegen, weil er so ein Alpha-Männchen ist und weil er so ein toller Hecht ist und weil er es verstanden hat, ne, wie man Frauen manipuliert. Ne? Andrew Tate hat die ganzen Mullen, weil er Barne hat. Ne? Punkt um Barne. Das ist eine Zweckgemeinschaft, ne? Oberflächlicher Bastard, hat viel zu viel Geld und oberflächliche Dummfotzen kommen wollen Geld von ihm haben. Ne? Im Endeffekt ist das ein unausgesprochenes Dienstleistungsverhältnis, was der mit seinen Tussis hat. Und keine Ahnung, ich finde beides nicht sonderlich. Beides regt mir jetzt nicht großen Respekt ab. Ne? Das sind beides Abraum-Menschenarten für mich. Ne? Ja. Das ist unnötig auch einfach teilweise. Was willst du machen? Ja. Ja, schon bestimmt, das ist ein bisschen eine Scheiße. Deswegen habe ich jetzt auch einen Blog, aber die Person hat es gar nicht mitbekommen. Also auch diese diese angeblichen krassen Feministinnen, diesen komischen Funk-Podcast da hat. Ist genau so eine Nummer. Auf der einen Seite irgendwie über Feminismus schwadronieren die ganze Zeit, aber dann nur irgendwelche Millionäre bumsen, weil sie dich auf ihre Yacht mitnehmen. So. Das ist Low-Key-Prostitution einfach. Nur, dass es halt irgendwie jetzt über
Instagram stattgefunden hat und nicht über OnlyFans, Digga. Glaube ich. Oh. Ja, ich habe die Person jetzt ja nicht geschrieben oder so, dass ich sie entblockt habe. Ja, ja. Also, Und ich weiß halt auch nicht, ob dann Nachrichten, also wenn sie jetzt irgendwie dir geschrieben hätte, in der Zeit, in der du sie geblockt hast, ob du die Nachrichten hinterher noch kriegst oder ob die einfach nicht ankommen. Ja, Rainer, ich weiß nicht, ich sag dir mal ein Geheimnis, wenn du in jemanden verknallt bist und bei der Person landen willst, cheers, by the way, und bei der Person landen willst, dann ist sie zu blocken eine denkbar schlechte Idee. Und ich weiß nicht, warum dir das noch nicht aufgefallen ist, weil du hast es ja schon oft gehabt, ne? Wieder blocken, wieder entblocken, wieder blocken, wieder entblocken. Es ist bisher immer nicht so gut angekommen, oder? Erinnere dich doch nochmal an die Verlassung des Rudels, ne? Die Verlassung der Mods. Wodurch ist da wirklich der nukleare Super-GAU ausgelöst worden? Dadurch, dass du die Leute einfach geblockt hast. Das lassen die Leute sich halt ungern bieten. Das heißt, ich würde halt einfach vorher gründlich drüber nachdenken, bevor ich irgendjemanden blocke, entweder Handy oder Social Media oder was weiß ich, ob ich wirklich so mad auf die Person bin, dass ich wirklich nichts mehr mit ihr zu tun haben will. Und nicht irgendwie eine Mulle blocken, aus welchen Gründen auch immer, wahrscheinlich ein Paranoia wieder gekickt, der hat gedacht, das ist eine Haterin oder sie hat irgendwie es gewagt, Widerworte zu geben und gesagt, Rainer, lass mal die Vergewaltigungsgeschichten, das ist krank. Und die dann zu blocken und dann irgendwann sich dann aber zu denken, im Moment, ich bin aber geil, vielleicht kann ich ja bei der trotzdem mal landen, weil ich gehöre wenig zu den wenigen weiblichen Wesen, die jemals irgendwie tatsächlich wirklichen Kontakt mit mir hatten. Die Chance kann man nicht entgehen lassen, die dann einfach zu entblocken und zu erwarten, dass die sich freut. Ja? Du hast mich scheiße behandelt, aber jetzt kriege ich wieder deine Aufmerksamkeit, weil es dir im Schritt juckt. Ja, herzlichen Glückwunsch, ich bin so froh. Ja? Ich bin so froh, ich springe sofort in den nächsten Zug und fahre zu dir nach Zobis, damit ich mich dann irgendwie da unter die fleischgewordene Dampfwalze legen kann. Ich glaube nicht, Rainer. Ich glaube nicht. Ja, ich sag dir, was passiert, wenn ich merke, dass mich irgendjemand blockt, ne, dann denke ich mir, die Person ist gut weiter. Dann wird die zurückgeblockt und fertig. Und wenn ich die Person dann jeweils wieder in der Öffentlichkeit sehe, dann gehe ich an der vorbei, als hätte ich sie nie gekannt. Fertig. Bums aus, Nikolaus. nee, die kommen nicht an, aber ich weiß, was sie mir geschrieben hat und was sie mir geschrieben hat, das war nicht der Grund, warum ich sie entblockt habe. Okay. Weil ich das mitbekommen habe, weil jemand anderes mir die Info gegeben hat, dass sie mir geschrieben hat. Und auch was sie mir geschrieben hat, oder was sie mir geschrieben hat, das hat sie nämlich der Person weitergeleitet. Okay. Das ist alles so. Auf der einen Seite sagt sie ja die ganze Zeit, sie hat keine Gefühle für mich, und auf der anderen Seite schreibt sie dann oder sagt dann, dass es ihr wehtut, dass ich sie geblockt habe. Und ich mir denke so. Okay. Rainer, das kann beides gleichzeitig existieren. Rainer, wenn mich jetzt ein guter Freund blocken würde, auf allen Social Media Plattformen, WhatsApp und so, whatever. Ein guter Kumpel von mir. Dann wäre ich da traurig darüber. Ja? Das bedeutet aber nicht, dass ich den bimsen will. Das, ne? Ich geblockt habe, dann sorgt halt dafür, dass ich nicht blocke. Mein Gott, das lag Dann sorg halt dafür, dass ich dich nicht blocke. Rainer, das ist wirklich schwierig, weil du mir fällt jetzt das Deutsche. Es gibt ein großartiges englisches Wort, das heißt unhinged. Ne? Bist. Du drehst vollkommen hohl. Oft ohne erkennbaren Grund. Rainer, jemand, der dir nicht wenig Barne gespendet hat und dir ins Arschgebirge gekrochen ist. Ich glaube, einer von den wenigen Leuten, die tatsächlich unironisch und nicht aus Hate-Gründen dich mitfinanziert hat, den hast du gebannt, weil du eine neue Kamera aufgehängt hast, zwischen denen du switchen konntest, der alter Switcher, ne? Und dann hat die von oben gefilmt und der hat gesagt, cooler Winkel, und du hast in deiner absoluten Hagel-Analphabeten-Dummheit Winkler gelesen, hast das als Beleidigung und als Trollerei interpretiert und hast ihn gebannt.
Ne? Sorg einfach dafür, dass ich dich nicht banne. Das hat leichter gesagt als getan. Und dann war es dann immer, dann sitzt er da und im Stream sieht er, es sind irgendwie, keine Ahnung, 250 Leute im Stream, aber niemand schreibt irgendwas. Und dann sitzt er, warum schreibt denn hier keiner was? Es sind 250 Leute im Stream, warum schreibt denn hier niemand? Ja, Rainer, weil jeder permanent Angst haben musste, dass egal was er schreibt, du es aus Dummheit nicht richtig liest, als Trolling, Hate oder Beleidigung, Mobbing interpretierst und ihn bannst. Deswegen hat da niemand was geschrieben. Das ist halt, wie man sich eine toxische Community züchtet. Und Rainer, das ist auch der Grund, warum dich Kick, der Abschaum-Streaming-Service, nicht monetarisiert hat, weil du ihnen zu toxisch warst. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Kick ist, für die Leute, die es nicht wissen, das ist Twitch auf Wish bestellt, weil Twitch irgendwann gesagt hat, wir wollen diese Glücksspielwerbung, diese Casino-Streams, diese Behinderten, wollen wir nicht mehr auf unserer Plattform haben, weil das nicht werbefreundlich für alle unsere anderen Werbepartner ist. Ja, jetzt ist es halt leider Gottes aber eine sehr lukrative Branche und die brauchen diese Online-Streaming-Werbung und die haben dann Barren in die Hand genommen, ihre eigenen Streaming-Dienste zu machen, hier mit Blackjack und Nutten und literally mit Nutten, weil die haben jeden einzelnen großen Streamer, der da drauf war, haben die bezahlt in Millionenhöhe dafür, dass der einmal in der Woche 5 Stunden da ihren komischen online-einarmigen Banditen spielt. Damit dann irgendwelche Dullis da reinkommen und ihr komplettes Geld da drin versenken. Und das hat sehr gut funktioniert. So, jetzt wissen wir das Mindset und die ethischen Grundsätze der Gründer von Kick. Und die haben gesagt, Rainer, du kriegst von uns keine Barne, weil deine Community zu toxisch ist. Ja? Weil er, ich glaube, in einer Woche 2000 Leute gebannt hat. Ja. Scheiße gelaufen, Rainer. Und ich weiß nicht, wer es war. Irgendwer hat dann irgendeine bekannte Person, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aus dem Game, hat dann einfach nur for Shits and Giggles einen Kick-Account gemacht und geschaut, ob monetarisiert werden konnte und hat es auf Anhieb geschafft. Das war Ende 2023. Oida, da war der Rainer aber Matt. Und komischerweise, ab da, wo Kick gesagt hat, nee, ist finito, das ist die letzte Entscheidung, ne? Unser allerletztes Wort, du wirst auf dieser Plattform keine müde Mark mehr verdienen. Da war auf einmal Feierabend mit den Kick-Streams. Ne? Ja, auf einmal nicht mehr gemacht. Dann hat er es noch kurz probiert über Tippi. Ne? Die Tippi hatten wir, ich glaube, im letzten oder im vorletzten Video. Die Tippi-Spenden, wenn über so und so den Betrag gegangen sind, dann hätte er 12 oder 24 Stunden Streamen gemacht. Sind wir noch zu anstrengend geworden, weil das hätte er wirklich umsetzen müssen. Ansonsten hätten sie dann halt wegen Betrug daran gehabt. Und das war, dafür war er zu dumm und das war ihm zu anstrengend. Und dann hat er das auch bleiben lassen. Aber wirklich, die Abschaum-Plattform hat ihn nicht monetarisiert, weil er zu toxisch ist. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ihrer Macht, es liegt auch weiterhin in ihrer Macht, aber. Das ist ungefähr, wie du auf der Petro-Seite nicht angenommen wirst, weil du auf Menschen stehst, die eine zweistellige Jahreszahl im Alter haben. Ne? Das ungefähr auf dem Niveau befinden wir uns hier. Das ist so faul halt. Tut mir leid, aber ich stehe dazu. Ist einfach so. Okay. Ja, das ist manchmal echt eine Katastrophe. Ey. Ja, der große Frauenversteher. Rainer, der große Frauenversteher. Der hat so viel Ahnung von Frauen. Rainer, dieses, Frauen. Das kannst du äußern, wenn du auch nur ansatzweise irgendeine Ahnung oder irgendeine Erfahrung mit Frauen hast. Dass man, ich sag's jetzt mal als Heteroman, dass man die immer versteht. Da kannst du auch so viel Ahnung und so viel Beziehungen gehabt haben, wie du willst. Ich glaube, das ist nicht gegeben, aber das
funktioniert auch andersrum genauso, ne? Wir haben halt einfach, Männer und Frauen haben halt gewisse Unterschiede. Aufgrund von Hormonen und Chromosomen, den ganzen Scheiß, funktionieren unsere Gehirne halt einfach anders. Und deswegen machen wir halt Dinge, was das jeweils andere Geschlecht absolut nicht nachvollziehen kann. Aber das ist auch gut so. Ne? Weil, aber hier, Frauen. Rainer, halt dein Maul. Ne? Die einzigen Frauen, mit denen du irgendwas zu tun hattest, waren deine Mutter, deine Schwester, irgendwelche Bärchen und Moner. Ne? Ah ja, und ihr Light Warrior, aber die war nicht ganz durchbachen, ne? Die hat einen gewaltigen Sprung in der Schüssel gehabt. Ich verstehe schon, warum viele Männer das sagen. Frauen sind von einem anderen Planeten. Aber ich kenne auch viele Frauen, die sagen, boah, Männer, nee, also wenn ich mich jetzt von meinem Freund trenne, dann nehme ich mir keinen Mann mehr, so nach dem Motto, dann probiere ich es mal mit Frauen. Da kenne ich. Also ich kenne Frauen, die auf Frauen stehen. Und die haben mir alle durch die Bank bestätigt, Frauen daten ist deutlich anstrengender als Männer daten. Da stelle ich jetzt einmal so in den Raum. Ne? Von Frauen selbst. Ja. Ganz viele. Ja, aber das ist genau dasselbe Problem ist. Ja. Das ist genau dasselbe Problem in Grün ist. Was war das für ein Geräusch? Ist es hier Kükende, quetschende Simulator oder was spielst du, Rainer? Für Frauen sind nämlich Männer die Typen vom anderen Planeten. Wobei ich da immer an den Song von SPD denken muss. An welchen? Kann ich hier mal, warte mal kurz, das mal geschrieben. Naja. Ach man. Cool ist immer, dass man auf YouTube direkt kommt, wenn man nur JT eingibt bei Google. Ja. SDP übrigens, nicht SPD. Okay. Was ist denn die SPD? Die SPD hat einen Song über Frauen gemacht, das weiß ich aber nicht. SPD ist ja die... Ja, die Partei. So, ich lasse den mal eben laufen bei mir, aber ich schicke ihn dir mal. Muss dann mal reinziehen, der ist einfach geil. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht hört man ihn gerade sogar, weil das bei mir immer sehr laut ist. Nee. Okay. Ja, du kannst ihn ja anmachen. Ja, bitte nicht, bitte nicht. Es ist mir auch vollkommen wurscht, was für ein Song, dass er sich jetzt da wieder irgendwie ausgesucht hat. Ne? Reiners Songs sind dann da immer, wenn er sich irgendwas aussucht, ist schwierig. Ich sag hier, der Digimon-Song zum Mana tanken. Du hast mir den über WhatsApp geschickt, okay. Ja, hier ist das Videospiel. Du Scheißbär. Nein, das ist Eisbär, ne? Aber wenn ich mir den jetzt anhöre, dann hörst du den ja auch. Warte mal, wie mache ich das jetzt? Ja, dann Ja, gar nicht, Bärchen, gar nicht. mach ihn einfach an, vielleicht höre ich ihn ja dann selber. Auch wenn die Qualität wahrscheinlich mega scheiße ist. Kannte ich tatsächlich noch nicht. Ah, hier war ein Schnitt. Hier war ein Schnitt. Wir sind jetzt am Ende Videospiel. Hier geht er gleich mit Virtuosenlord weiter. Bei 32. Ja, jetzt. Direkt jetzt geht's mit Virtuosenlord weiter. Leute, ich habe aber auch die weit überschritten, die Pflichtstunde. 8 Bonusminuten. Dafür hier müsst ihr extra liken und hypen. Barne müssen her. Hey Leute, das war jetzt heute ein bisschen easy peasy, wie gesagt. Ich weiß nicht, ob dieses Video noch veröffentlicht wird, bevor ich in den Urlaub fahre. Weil, ne, ihr habt es mitgekriegt, YouTube in letzter Zeit ein bisschen mir die Prügeln ausschmeißt, weil die immer sagen, wir müssen uns nochmal 24 Stunden überprüfen und dann muss er danach nochmal die manuelle Überprüfung anfordern. Das dauert dann auch wieder ein paar Tage und so weiter und so fort. Und ich bin im Urlaub und ich habe auf meinem Handy keinen Zugriff auf diesen Kanal. Ne? Ich habe meinen normalen YouTube Google-Profil, Alltagsprofil und ich habe mir ein Google-Profil nur für diesen Kanal erstellt. Und wie gesagt, ich will auch, dass mein Urlaub und im Urlaub möchte ich mich auf die Scheiße hier nicht konzentrieren müssen. Dementsprechend hören wir uns dann Ende diesen, Anfang nächsten Monats. Hoffentlich. Ja, wenn alles gut läuft. Und ansonsten hört ihr das jetzt Ende diesen Monats, Anfang nächsten Monats und denkt euch, was labert der alte Mann für ein Bullshit? Vielleicht ist er schon senil. Ja. In diesem Sinne, Leute.
bleibt mir nicht mehr zu sagen, außer tut nicht, was Rainer tut. Metal of.